Liebe Bürgerinnen und Bürger von Slowenien, zu Ihrem Nationalfeiertag sende ich Ihnen als Honorarkonsul von Slowenien in Baden-Württemberg die besten Grüße und Wünsche. Sie können an diesem Tag mit Stolz und mit Freude auf erfolgreiche 29 Jahre Ihres eigenen Staates zurückblicken. Und ich bin froh und dankbar, dass ich Ihr schönes Land hier in Baden-Württemberg repräsentieren darf. Was ein Staat leisten kann und auch leisten muss, haben wir alle in den zurückliegenden Wochen der Corona-Pandemie erkannt. Schwerwiegende und einschneidende Entscheidungen mussten getroffen werden, die unser Zusammenleben in unseren Ländern geprägt haben. Auch wenn Corona immer noch eine große Herausforderung an uns stellt, wurde durch ein gut funktionierendes Staatswesen eine ernste Bedrohung gemeistert. Das war eine große Leistung, die an Ihrem Nationalfeiertag hervorgehoben werden darf. Besondere Grüße sende ich natürlich an unsere slowenischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihre Landsleute, die bei uns in Baden-Württemberg leben. Sie haben mit uns die zurückliegenden Wochen des Lockdown gut gemeistert und wir blicken gemeinsam mit Zuversicht auf die Aufgaben, die sich mit der Wiederaufnahme der Aktivität in Wirtschaft, Kultur, Bildung und Tourismus stellen. Wie nahe sich Slowenen und Baden-Württemberger sind, habe ich als Honorarkonsul in der zurückliegenden Zeit ganz neu erfahren, als bei mir eine Vielzahl von Anfragen einging, die darauf gerichtet waren, wie und unter welchen Voraussetzungen man endlich wieder nach Slowenien reisen könne. Die Möglichkeit, wieder ungehindert in ihr schönes Land reisen zu können, schätzen hier viele in Baden-Württemberg, ganz besonders natürlich auch Ihre Landsleute, die wieder ungehindert zu ihren Familien reisen können. Lassen Sie uns an Ihrem Nationalfeiertag gemeinsam nachdenken und Pläne schmieden, wie wir den Geist der guten Zusammenarbeit in der Bewältigung der Herausforderungen von Corona weiterentwickeln können. Eine Plattform kann die europäische Trio-Ratspräsidentschaft bilden, in der Deutschland, Portugal und Slowenien in den nächsten 18 Monaten gemeinsame Akzente setzen werden. Wie weit unsere gemeinsamen Wurzeln zurückreichen, ist mir vor kurzem bei einem Besuch in Tübingen, 30 Kilometer südlich von Stuttgart, wieder aufgefallen. Der dort neu eingerichtete Literaturpfad führt an ein Haus, an dem eine Gedenktafel darauf hinweist, dass dort die Druckerei war, in der 1557 die erste Ausgabe des Neuen Testaments in slowenischer Sprache gedruckt wurde. Dass wir uns heute an dieses Ereignis vor über 450 Jahren erinnern, das überragende Bedeutung für die slowenische Sprache und Nation bekommen hat, gibt mir die Zuversicht, dass auch die heutige Zusammenarbeit von Slowenien und Baden-Württemberg Bausteine liefern kann für ein geeintes Europa und eine friedvolle Welt. Alles Gute zu Ihrem Nationalfeiertag.